Hey, Sie da. Ich habe eine Nachricht für Sie. Sie ist vom Botschafter Crocker. Sehr wichtig. Bitte sehr. Eine Crocker-Notiz. Halford-Notiz. Ja, und? Factory, Sekunde. Halford-Notiz. Scheiße, Mann. Finde ich die Notiz nicht. Komm, drauf schießen. Wow, das ist irre. Ein positiver Ruf im Strip, immerhin. Dass da niemand jemals drin war. Der da gehört wohl zu den Oder der wichtigen Komiker? hier in der Gegend. Ein Spieler, Sowas. nein, die Kommt Spielerin. gerade aus dem Lucky 38. Mann, und er sieht auch noch gut aus. Der schaut gut aus. Ich schon, oder? Wenn ich es noch nicht neben zu schätzen weiß. Und wir wollten, wo wollten wir hin? Gewalt ist auf dem Strip und das... Der Benny. Hier kommt man kaum zum Schlafen. Gestern hat ein Mädchen die ganze Nacht wie blöd. Der muss sich da irgendwo befinden, da die Song. Der Ultralux. Geil. Wo geht durch? So geht er weiter. Promoter des Tops. Wie geht's? Hey, hey, guter Mann, herzlich willkommen im Tops Hotel und Casino. Ich muss Sie bitten, mir all Ihre Waffen auszuhändigen. Meine Waffen? Warum? Sicherheit, Baby. Man kann kein Brot backen, wenn die Bäcker voller Blei sind, nicht wahr? Keine Angst, Mr. House bürgt für Ihre Sicherheit. Locker und lässig, so gefällt mir das. Keine Sorge, bei uns sind Sie absolut sicher, bis Sie wieder gehen möchten. Oh, und ein Rat unter Freunden. Wenn Sie während Ihres Aufenthalts Waffen finden, tragen Sie sie nicht offen. Alles klar? Da wir dieses kleine Geschäft erledigt haben, was kann ich tun, damit Ihr Aufenthalt im Tops auch tatsächlich top wird? Entspannen Sie sich. Denen passiert nichts. Wir bewahren Sie in der Bank im Obergeschoss auf, direkt neben dem Geld. Sie sind bestens geschützt. Viel Spaß, Baby. Im obersten Geschoss, toll. Habe ich keine Knarre mehr. So, blank. Ah, da Der ist Vorsitzende, er da. mich nicht. Hallo, Nix. Baby. Wie läuft's denn so? Mr. Swang. Schön, Sie wiederzusehen. Willkommen im Tops. Was kann ich heute für Sie tun? Tatsächlich. Sie haben was über den Big Boss zu sagen, was? Warum sagen Sie es ihm nicht einfach ins Gesicht, anstatt mich hier voll zu sabbeln? Hör das so mal, ja? Ja, freundlich. Was? Wovon reden Sie? Das ergibt keinen... Warum sollte er sowas machen? Haben Sie sonst noch was im Angebot? Da mir im Angebot nicht, gell? Da scheitert die. Da könnte tatsächlich was dran sein.
Ich sag Ihnen was. Ich kann Sie nicht aktiv unterstützen, aber ich halte Ihnen die Vorsitzenden vom Hintern. Ich sage den Türstehern, dass sie ihre Waffen behalten dürfen. Glauben Sie mir, die werden sie brauchen. Mit Bennys Leibwächtern müssen Sie aber selbst fertig werden. Mit denen habe ich nichts zu tun. Wenn Sie mehr Hilfe wollen, brauche ich mehr Beweise. Mehr Beweise brauche ich mir meine Knarren. Okay. Kumpel, Knarren her. Schön, Sie wieder im Tops zu sehen. Viel Spaß, Babe. Wie kriege ich meine Knarren wieder? Wenn ich rausgehe. Aha, dann habe ich es wieder. Aber, dann muss ich wieder neu einrichten. Den fix. Pass auf der 1, was war denn auf der 1? Ja, geh auf die 1. Meine Flinte war auf der 4. Die Schrotflinte, die sollte richten, gell? Meine Granaten, die setzen wir auf die 8. Granatgewehr auf die 7. Ich war auf der 3. Passt, oder? Das war einigermaßen. Und irgendwelche Klagen? Niki. Ja, der will. Ah, da ist ja der High Roller. Ja, High Roller. Bin der Rock'n'Roller. Der Mr. Benny, wer denn das? Eine Spielerin? Hallo. Guck, wie schaut denn aus? Aha, da ist er. Der Mr. Benny. Ich glaube, da wenn ich loslege, da wird kreislig. Da hat jeder Maschinenpistolen. Das ist mein Kumpel. Können wir den friedlich lösen? Was in drei Teufels Namen? Wir bleiben im Takt, was? Ganz locker. Ganz locker. Hallo? Der Typ, der ins Lucky 38 gegangen ist, das warst du? Oh, Scheiße. Pass auf. Wo nehmen wir doch? Eine Drohung? Du willst einen Grund, was? Wie wär's denn mit gleich 4? Man nennt sie Leibwächter und jeder von ihnen hat ein Schießeisen. Ich übrigens auch. Also sind das schon 5. Noch dazu ist jeder Vorsitzende hier bewaffnet. Und nicht mit so Erbsenpistolen, wie du sie vielleicht an den Kontrollen vorbeigeschmuggelt hast. Auf jeden Fall bist du nicht hier, um Rache zu nehmen, sondern du willst wissen, was abgeht. Warum verdrücken wir zwei uns nicht und suchen uns ein privateres Plätzchen? Dann beantworte ich alle deine Fragen. Ein privates Plätzchen? Erstmal kriegst du die Präsidentensuite. Das beste Zimmer des ganzen Hauses. Du hast dir einen Vorgeschmack auf das Leben als VIP verdient. Ich hänge noch ein wenig hier unten rum, als ob nichts gewesen wäre. Dann komme ich nach. Alle Fragen beantworte ich dir. Garantiert. Falschen. Angreifen? Wobei ich mal jummert. Warum sollte ich, Baby? Ich will doch ebenso gern mit dir reden wie du mit mir. Und du meinst, das wäre nur die erste Halbzeit, was? Du und ich, wir spielen bald jeden Abend mit den ganz Großen. Hier ist der Schlüssel zur Präsi. Bin im Handumdrehen da. Tschüssi. Oh, tschüssi. Ich hab die Präsi gebucht, also brauchen wir hier nicht zu reden. Drängel mal nicht so. Die Präsidentensuite. Wo geht Dorfe? Ah,
Da ist ja der High Roller. Möge heute behaupten, dass seine Rolle ist. Wildcard. Und mein nasse Märmel. Der 350. Klein hat das Fallobst. So was kriegt der Robert? Aus dem Weinschü. Bei der Water, den kommt Braucher. Brauchst du einen Scotch? Eher nicht, oder? Den macht die gerade zum Alkoholiker. Weiter mal, bevor es da rund geht. Mehr Wein, da habe ich gerade nicht am Couch. Eine saubere Schüssel immerhin. Aber Goodies gibt es ja keine. Aber Kronkorken. Nimm die mit. Und wenn gerade dabei sind. Ritterliche Sagen. Lesen wir durch. Ja, pass auf, Kumpel, wie schaut denn aus? Mit der Mr. Benny da. Von meinen Mod Speise soll ich. Baumflaschen. Moment, hübs, dreh sie zusammen. Ja, pass auf, was sagt dann? Wenn das Zimmer im Tops nach Hinweisen durchsuchen. Baby, unser kleines Treffen. Ich muss wohl absagen. Ich wäre ja dumm wie 3 Meter Feldweg, wenn ich dich so an mich ranlassen würde. Und Ärger hast du schon genug gemacht. Du zwingst mich zum Handeln. Verdammt, jetzt muss ich das weitersuchen. Echt nervige Angelegenheit. Du bist so gut wie tot. Ein guter Plan? Nichts heißt das für uns. Entschuldige das Doppelspiel. Oder ist es schon ein Vierfachspiel? Aber wenn jetzt jemand stirbt, dann du. Du meinst, dass das alles nur etwas übertriebener Arbeitseifer ist? Ich weiß ja nicht. Kriegst du es dann in deinen Schädel, den Chip und mich in Ruhe zu lassen? Aber wenn da nicht mal Kugeln durchkommen, stehen die Chancen nicht gut. Pass auf. Mir geht immer. Also, du solltest an deiner Selbstbeherrschung arbeiten. Deshalb rede ich ja auch nur über eine Sprechanlage mit dir. Tu mir einen Gefallen und bleib diesmal tot, ja? Gute Nacht. War mir ein Vergnügen. Hey! Na los! Oh, Scheiße. Guter Plan. Na, Bei diese Säcke, die rumpeln mich. Achsen weg. reicht. Und jetzt? Besseres Kaliber. Jawohl. Und der bruttelte sie weg. Diese Deppen. Mein Aufstieg auf Stufe 16, Respekt. Pass auf. 3 Mini Medizin. Beilchen auf 36. Der Sprengstoff, immer gern gesehen. Waffenlos, kann vergessen. So, 40.
Und da kriegen wir der blutige Tod. Geht ja. Patronen. Die Knarre da ist die was wert? Nix wert. Benny's Key, her damit. Rasiermesser, das braucht er nicht mehr. Er rasierte sich ein letztes Mal. Aber ein bisschen was habe ich einstecken müssen. Wer sagt, da gönn ich mal. In frisches Wasser. Bisschen Creme. Ein Steak. Da man nicht passt wieder, oder? Einigermaßen. Mehr Trouble? Nein. Na? Der vollständige ist brav, gell? Wo ist er mit der Benny? Und das ist sein Zimmer. Es ist Theater. Hey Baby, schon aus mit uns. Willkommen im Tops. Was kann ich für Sie tun? Kronkorken gegen Chips tauschen. Nein. Ja, rein Kaugeld. Hab ich sowas? Wie viele Chips möchten? Kann ich Ihnen noch... Ja gut, hab ich gar nicht. Dankeschön und... Ein Glücksspieler bin ich gar nicht. Ring-a-ding, Baby. Ein Red Pack-Sänger. Tommy Torini. Was du mal? Was du mit dem Pirat oder was? Hey, hey, willkommen, willkommen. Willkommen zum besten Unterhaltungsangebot von New Vegas. Mein Name ist Tommy Torini. Guten Tag. Aber hallo Baby, der hat es ganz schön eilig, in seine Suite zu kommen. Haben Sie dem großen Boss Angst eingejagt oder was? Wie alt ist? Naja, abgesehen von meiner Tätigkeit als Talentmanager, Showplaner und Mann für alles in diesem edlen Theater, bin ich auch noch der Star der Show. Jeden Abend gibt es von 8 bis Mitternacht die Red Pack Revue live. Nur hier im Aces Theater. Keine Frage, Baby. Baby, bin ich dein Baby oder was? Warum wollen Sie Tommys Herz mit einer solchen Frage brechen? Weil ich der Ich leite Herzensbrecher hier bin. das beste Unterhaltungsangebot in New Vegas und Sie fragen mich, was es sonst noch gibt? Ganz sicher nichts, was unseren Angeboten im Tops das Wasser reichen könnte. Naja, die Attraktionen sind derzeit ein wenig dünn gesät, aber jeden Abend von 8 bis Mitternacht gibt es die Red Pack Revue. Songs, Tanz, Witze, wir bieten das ganze Paket. Das ganze Paket, ich bitte ja. Sicher, Baby, sicher. Tommy sucht immer nach neuen Talenten für das Aces. Wissen Sie was? Wenn Sie unterwegs auf gute Attraktionen stoßen, geben Sie ihnen meine Karte. Wenn was draus wird, winken Ihnen 3% der Einnahmen. Schauen Sie ab und an vorbei, wenn Sie Leute rekrutiert haben. Dann kriegen Sie Ihre Kohle. Ja gut, mach ich. Ring-a-ding, meine Karte. Ring-a-ding-ding. Und wo bin ich? Immer cool bleiben, Baby. Auf der Suche nach Topstars. Der Barkeeper, der Sommer-Barkeeper hat er geschissen. Da kann klauen wie ein Rabe gehen und Schnapshändler werden. Aber ja, wo ist die Suite? Dreizehnter Stock. Da drin.
Benny, Bur, wie schaut's aus? Geh mal schön da rum. Aha, ich glaube, da sind wir richtig. Du heilige Tierranzig. Ein Pornomagazin? Für zwischendurch, gell? Sowieso, mal, das bin ich richtig. Die Vertreterwoche. Lesen wir mal. Wenn ich auf dem Klo sitze. Irgendwelche Steampacks hat er nicht. Ja, der Blechgewicht, der Luft so blöd. Dietrich und du. Auf du und du. Oder eine Drechselbank, schön. War ein Profi-Drechsler. Hallo, schön Sie zu sehen. Was kann ich heute für Sie tun? Ja, mit der Ja-Sager. Hat den Benny gesehen? Sicher, er kam in großer Eile hier durch. Er hat nicht mal gegrüßt. Ich glaube, er ist über seinen geheimen Fluchtaufzug in der Halle nach unten. Sicher, Benny hat ihn mir einige Male gezeigt. Es ist ein Datenspeicher, so eine Art Holoband, aber viel fortschrittlicher. Und was den Inhalt betrifft, in Datenübertragungen von Mr. House klang es so, als könne man mit dem Chip irgendein Upgrade seiner Verteidigungssysteme vornehmen. Das ist jetzt aber nur eine Vermutung. Der Chip hat ein eigenes Format. Sie bräuchten besondere Hardware, um den Inhalt lesen zu können. Im Netzwerk gibt es 2 Orte mit Nicht-Standard-Hardware. Das Lucky 38 und eine Einrichtung unter dem Fortification Hill. Dort würde ich suchen. Fortification Hill, aha. Oh, er will Mr. House töten und mit dem Platin-Chip meine neuronale Rechenmatrix in den Zentralrechner des Lucky 38 kopieren. Damit sollte ich Kontrolle über alle Verteidigungssysteme von Mr. House erhalten. Vor allem über die Securitrons. Und dann mache ich, was Benny sagt. Ich wurde programmiert, um zu helfen und alle Fragen zu beantworten. Allerdings hat wohl keiner erwogen, den Kreis der Fragenden einzuschränken. Was wahrscheinlich ziemlich dumm war, oder? Dann müsste ich Ihnen helfen. Offensichtlich will Benny das nicht, aber es ist nicht mein Fehler, dass ich nicht Nein sagen kann. Oberstes Ziel ist es, Mr. House auszuschalten und meine neuronale Rechenmatrix im Zentralrechner des Lucky 38 zu installieren. Ihnen als Neuankömmling würde ich auch noch empfehlen, sich mit den Stämmen der Region vertraut zu machen, sodass Sie sie besser einordnen können. Bis Sie all das erledigt haben, sollte die Legion kurz vor dem Angriff auf den Hoover-Damm stehen. Und wir werden die letzte Phase des Plans einleiten. Da muss ich eine Wissenslücke einräumen. Ich war noch nie im Lucky 38. Das hat noch niemand geschafft. Aber Mr. House ist dort drin. Es ist der zentrale Knoten seines Netzwerks. Wirklich? Wow, erstaunlich. Dann können Sie Mr. House ja jederzeit ermorden. Benny hat immer nur darüber geredet, wie er ins Lucky 38 hineinkommt. Aber Sie haben das Problem bereits gelöst. Beeindruckend. Was Sie jetzt noch brauchen, ist der Platin-Chip. Sie wissen doch, der, für den Benny einen Kurier in der Nähe von Good Springs umbrachte. Ich wusste, dass er den Platin-Chip trägt. Und ich wusste genau, wo Benny auf ihn warten müsste. Darum hat mich Benny hierher gebracht, um die Datenübertragungen von Mr. House zu überwachen. Sie sind kodiert, aber ich bin ein guter Entschlüsseler.
Wussten Sie, dass Mr. House allein letztes Jahr 812.545 Kronkorken für die Bergung des Platinchips ausgegeben hat? Natürlich nicht. Oder dass es 7 Kuriere gab, von denen 6 Müll trugen? Wie wäre es mit genauen Routen und Informationen über die Söldner, die Sie beobachteten? Ich wusste das alles. Ziemlich schlau, oder? Pass auf, Kumpel. Ich bin der Kurier. Ich weiß, dass das nicht stimmt, denn Sie haben ja Ihren Kopf noch. Wenn ich tot ernst. Das ist nicht lustig, so ein Kopfschuss. Ich hätte wirklich nicht so stolz auf diese Planung sein sollen, oder? Jetzt fühle ich mich richtig mies. Reingelegt, so in der Schüssen? Nein. Ohne Zweifel, er rannte schnell. Und er sollte sich auch besser beeilen, denn er muss bis nach Fortification Hill. Dort gibt es eine unterirdische Einrichtung, die vielleicht die Spezialhardware zur Benutzung der Daten auf dem Platinchip hat. Schade, dass Caesars Legion direkt darüber ihr Lager errichtet hat. Man könnte es unbequem nennen. Der Platinchip ist der Schlüssel zur Überbrückung und Ausnutzung der Sicherheitssysteme von Mr. House. Sagte ich gerade Ausnutzung? Das ist kein sehr schönes Wort. Verzeihung, wenn das langweilig war. Herr Kumpel. Ein Bunker beim Fort. Richtig, das ist einer von 2 Orten in Mr. Houses Netzwerk mit Nicht-Standard-Hardware. Ich vermute, es gibt dort ein Lesegerät, das den Chip dekodieren kann. Und wer weiß was noch? Vielleicht einen Riesenroboter oder so etwas. Schön. Informieren Sie mich über Ihre Erkenntnisse. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Also diesen depperten Ja-Sager knall ich nicht ab. Auf jeden Fall muss ich diesen Chip hinterher. Ja, pass auf mal, wo geht denn durch? Kellergeschloss? Haben wir nicht. Und da haben wir eine Sackgassen. Ich gehabt. Pass auf. Und die Bumm da vorne? Drauf, oder? Da gibt nichts mehr. Dann zieh ich ab. Wildcard. Die und welche Armee? Eine Nebenwette. Die Stelle der Bruderschaft kennenlernen. Die Großkanne, die kennen wir schon. Den Bericht fälschen. Die High Road. Haben wir die nicht schon, oder wie? Mitternachtsspessel. Warte mal. Jetzt muss ich nicht mehr aussehen. Hören fort mit mir. Ich dachte, Benny wäre ein aufrechter Kerl. Kaum zu glauben, Der dass Benny, der ist fort. Auf und davon. Er traute mir nicht.